Was tut uns eigentlich die Identität verleihen? Was ist eigentlich das Ich? Wer bin ich überhaupt? Was man bis jetzt weiß, ist ja, dass man genetisch bedingt wie ein Charakterzug haben kann. Man kommt nicht als leeres Blatt Papier auf die Welt, sondern man hat tendenziell mehr Endorphin, die man ausschüttet, oder mehr Oxytocin, die einem machen, dass man halt lieber kuscheln oder eher empathisch ist. Und dann kommt dazu, wie man aufgewachsen ist. Also, wenn ich jetzt ein Zwilling gewesen wäre, zum Beispiel, und meine kleine Schwester wäre an einem ganz anderen Ort aufgewachsen. Ich bringe jetzt ein Beispiel, das sehr aktuell ist. Sie wäre in Syrien aufgewachsen, in einem Kriegsgebiet, wo Bürgerkrieg herrscht, wo Armut herrscht, wo völlig andere Verhältnisse einfach sind. Ich glaube, dass sie dann eine andere Persönlichkeit und Wesenszüge entwickelt hätte wie ich, obwohl wir genetisch bedingt mit dem gleichen Hirn und mit der gleichen Endorphinausschüttung auf die Welt gekommen sind. Und darum ist die Persönlichkeit von einem Menschen ist das, was man ist bei Geburt, das, was mein Hirn ist, plus alles, was man erlebt hat, was man gesehen hat, was man gelesen hat, was man gehört hat. Jede einzelne Interaktion mit einem Menschen, all das macht dann nachher mich zu der Gülscha, wo ich jetzt bin. Wenn ich dort nachher weglaufe, bin ich ein bisschen eine andere Gülscha, weil ich etwas Neues kennengelernt habe. Und das ist dann wie eine neue Information in dem Computer.